De Motto ha left ënnerwer ke Kamedi, also dats kein Verbrennermotto méi et das vuuel en Elektromotto, den awer net duch eng Batterie gespeist gëtt, méi duch eng Brennstoffzell an dober der simmer beim échten Wasserstoffautoheit zu Lützeburg. An dober der wëllkom an eiser dritter Emissionioun vum CSV Live, wo man haut so richteg Gas ginn méi fir Gas ze ginn, muss man fir déich tanke go. An dofir brest du moll fir op eng Tankstellen. Wasserstofftanken he zu Lützeburg, du kannst de lang sichchen. Also mach mal op de Wehrrichtung Saarbrücke. Salut Guy, ça va? Ça va? Ah, de Paul est auch. Salut Paul. Sie mal prêt? Hol mal. Neben der Sonne an der Wand kann ich noch mal Wasserstoff ohne knaschige Emissionen Hützen abfuhren. Allerdings ist die geringe Produktion von Wasserstoff noch nicht gering genug. Sie, die bei der Elektromobilität beim geringen Strom aber nicht so genie holen. Das war so, dass ich einen Fehler fand, für 100% auf Gringen zu gehen. Das natürlich als langfristig Ziel, so wie doch langfristig Ziel ist, am Elektroauto auch 100% geringen Strom abzuladen. Aber ich fand, es ist eine Transition. Ich muss aufhängen mit dem, was Lodo ist, fällt das einfach momentan nach 2 Jahren zu frei. Aber sonst verlieren wir auch ein bisschen schlappen, wenn wir warten auf die Gringen an rundherum, wie hier in Deutschland, fängt sie schon an. An die Transition geht eben nur gemacht, sodass man also sie Menge schon an 10, 15 Jahren wäre praktisch 100% kriegen. Natürlich mir hätte gern, dass die ganze Wasserstofftechnologie das Duro weiter geforscht wird, dass sie ausgebaut wird, dass natürlich so bald wie möglich auch der ganze Wasserstoff irgendwann gering kann sein. Das ist schon ein Ziel, was wir auch haben. Wenn wir so noch an diesem Moment, wo schon da ist, müssen wir aufhören, mit dem Wasserstoff zu schaffen, der schon da ist, für das wir weiter schaffen. Und da hätte mir gerne eine Technologie Offenheit, an das auf verschiedene Pferde setzen, nicht allein auf die Elektro- oder auf die Batterien. Denn wir wissen, sowohl an der Herstellung wie auch an der Entsorgung von der Batterie gehen ganz viele Probleme. Und wir meinen, es wäre Fehler, für allem an Nimmen durchzusetzen. Ich tanke praktisch Verbrenner an 3 Minuten. Meine Autonomie ist auch über 500 Kilometer. Aber das ist noch ein Test gemacht, ein Rekord über 1000 Kilometer mit diesem Auto. Und schon elektrisch, und ich schon proper, schon CO2-frei. Und ich fand schon, dass ich soll hingehen an die Zootechnologien, soll ihn suchen. Wenn ihr guckt, zwei Modelle kriegen am Wasserstoff. All macht mich durch ein Batterieauto, sodass ich denke, dass von der Infrastruktur nicht da ist und die Regierung das nicht wollen, dann wird es ganz schwer für das Wasserstoffauto. Die politischen Dezideure sind hier gefordert, weil sie müssen Weichen so stellen, dass erstens der Wasserstoff finanziell für alle Bürger abordabel und zweitens ob die richtige Technologie gesetzt wird. Und dann die politische Wolle, da musst du unterstützen, da musst du hingehen und sagen, okay, wann da deine Technologie von der Zukunft ist, da musst du Konditionen dafür schaffen, da musst du den unterstützen, da musst du gucken, dass Infrastrukturen an das Land kommen, dass wir eine Tankstelle kriegen, dass wir angeschlossen in europäische Reso. Anders eben so Leute gibt wie die GI, die hier kommen und die so ein Auto haben, mit dem sie ganz viel Interesse sehen, wo sie mit ganz vielen Leuten ins Gespräch kommen über deine künftige oder zukünftige Wasserstoffstrategie zu Lützeburg. Elektromobilität ja, aber nicht für alle Gefährer. Sollen die Leute auch den Schwach gehen, ob ein Batterieauto will oder Wasserstoffauto. Das hängt eben von seinem Profil auch, wie viel fährt. Weil es sind noch 100% für Batterieautos an kleinen Gefährer mit 200 Kilometer Autonomie, 50 Kilowattstunden Batterie Maximum, an Wasserstoff echter SUV, Kamionett, Kamion an nach groß. Für CSV hat Wasserstoffpotenzial für in Zukunft umweltschädliche fossile Brennstoffe wie Petrol und Erdgas zu ersetzen. Und wenn eben die Gruppe, den ist entstanden als Arbeitsgruppe von der Wirtschaft, wo man also auch gefragt hat, was sind mögliche Nischen noch in Zukunft. Aber für uns als klar, Wasserstofftechnologie ist eine von den Nischen. Und dafür schaffen wir den Leuten ganz viel gerade um dem Thema. An der Wasserstoffrees si man Strickheit zu keelen, wo jo de Guido Hemers den iwwerchens Joch als Gemengekonseil ha Gemengepolitik mischt, eng Gemeng mat engem CSV-Beger meescht unterspëtzt. Eng Gemeng, die sich aus den Wirtschaften Kielen, Dondel, Kiesbild, Meesbild, Nosbild an allem zu Summe setzt, an die op den 1. Januar 2021 6.138 Einwohner gezielt huet. Eng gering Gemeng, also nicht unbedingt politisch, aber ich da landschaftlich geguckt.
du hast ganz viel Büsche rundherum. Wir haben rund 25% Büsch auf den 20 Kilometer Carré an sich, also ein Gemeng mit 6 Wirtschaften, die auch infrastrukturell ganz gut abgestellt ist. Also es funktioniert gut, es lebt gut hier und lässt sich gut hier leben. Das heißt, du bist nur zentral, du bist nur bei der Stadt, du bist einfach Land und das möchte sagen, ein unwahrscheinlicher Charme. Attraktivheit zu Kirlen ass an der Gemeng wir sind nach rich ländlech, mir hunn verschieden Dierfer ganz am Gringen, Tech ganz viel Natur, ganz viel Bëcher. Aber natürlich jetzt vergessen zu Nöspel als meisten Emotion, das ist ein großes Evenement als Krise überhaupt. Dann haben wir wohl nach einem Rat, das der Cookie als 2 Jahre für kulturelle Evenementen. Natürlich ist all Weekend ein Lass, also Kirchen ist richtig flott und geil. Ein Gemeng mit landschaftlichem Charakter, ein Gemeng, die aber populationsmäßig permanent wiest. So muss Gemeng Kirlen allein durch den Projekt Almen an den nächsten Jahren mit einer Haus von über 2000 Einwohnern rechnen. Abordable Wohnraum, also das wird das Nament an der Logementskrise an aller Mundas, AB, den entsteht hier auf Almen. Wir sind natürlich ein interessantes Gemeng. Wir sind am Speckring von der Stadt Lützburg, rund 12 Kilometer vom Stadt Kehr weg. Da ist es teuer. Wir liegen noch ziemlich angebett am Busch. Das heißt, das soll durchaus Künste und sicher ein Naherholungsgebiet, wenn man so will. Und dafür hast du ein Interesse, in eine Wohnung zu kommen. Hoch. Und da, wo das Interesse ist, oder wo der Mann hoch ist, geht der Preis an die Luft. Das Teil bricht dann, das ist gut. Ein innovative Projekt auf einer Fläche von 27 Hektar, den an 3 Phasen realisiert wird. Kein normale Quartier mit breiten Straßen, großen Terrain, wenig Unitäten. Aber ein Quartier mit abordablem Wohnraum, wo Nachhaltigkeit, Lebensqualität und Mixität großgeschrieben gehen. Nachhaltigkeit an dem Sinn, dass am Quartier Almen unter anderem auf Dus-Mobilität gesagt wird. Es entsteht eine Dus-Mobilität in zentral Parkhäuser, wo du dein Auto parken gehst. Du kannst natürlich bei deinem Haus beifahren oder bei den Wohnungen beifahren. Du kannst den Abkaufstuten auslöden, du kannst auch den Wallisen auslöden oder ablöden und dann fährst du, weil der Straßenraum soll aus Sicht dem Bewohner, soll der Kanner, soll der Dus-Mobilität gehören. Das ist ein Konzept, das gibt es so noch nicht. Und davon verspricht sich eine ganz hohe Fundkultur. Auch der Grand Corri aus dem Projekt Almen impressioniert und hat sich die nächste Zeit geholt, für das innovativ Wohnkultur in der Luft zu holen. Eine Wohnkultur an einem lebenden Quartier, den den neuesten urbanistischen Forderungen gerecht wird und für eine neue Form von Mixität steht. Das ist natürlich interessant, weil es eine Mixität gibt von Familienhäusern zusammen mit den Residenzen. Und bei einzelnen Residenzen noch von WG entstehen also Wohngemeinschaften. Aber das wird interessant, das gibt nicht nur gewohnt, es gibt auch richtig nebendran gelebt. Der Supermarché dahin, Maison Portus kennt dahin, das ist also sich ein kleines Centre kulturell mit Brasserie, die KGMC, als du mit dran, es können eine große Schule dahin mit 23 Klassen sein, weil du sich eine Zentralschule von Kirche gibt. Also hier gibt es eine richtig Dorf-Ambiance kreiert, eine ganz neue Wohnkultur kreiert. Spatzen pfeifen mittlerweile von den Dircher. Du gibt es andere paar Wochen ein CSV Bierger-Talk, wo Deputiert, aber nicht nur Deputiert, sich Probleme anzügen von den Leuten unhören, für dann, wenn sie können, eng Hand mit uns becken, respektive die Probleme anzügen, nächstes zurück an Fraktion, an eine Partei holen. Am letzten Mal ich für ihr hatten die 2 Deputierte aus dem Süden, Marc Spautz und Georges Michaud, ein Open Door für die Leute. Ja, also Georges Michaud von der CSV Moyen. Guten Morgen. Ja, und das ist Georges Michaud von der CSV Moyen. Der hat sich gemeldet, um mehr und mehr Spauz zu schwätzen. Ja, Herr Spauz. Wir sind heute mal mehr Michaud zu suchen. Der hat gefordert, dass wir spielen. Das sind die Themen, wo wirklich Leute in der Nähe brennen.
Das sind Themen, die nicht groß abgebaut gehen, mit der Teil also von Möglichkeit für Einsätze zählen, für das mehr als Politiker, die nur im Bierchen sollen sehen, können reagieren und hoffentlich dann noch eine Lesung finden. sind Urregungen, die Leute bringen. Sie verteidigen mal froh, den größten Teil von der Frauen kann ich beantworten. Es sind aber auch andere Sachen, die wie heute Morgen waren bei der Krankenkäse, bei der Pensionskäse, wo Leute Frauen abwerfen, die kann man führen holen. Und die haben den Alltag von der Politik können rangehen. Und gleichzeitig können es doch die Leute eine Hilfe umbieten, für das auch ihre Probleme kann gelöst. Also wir schon zuerst sehen, und schönen Weekend. Ja, merci, Ali. Okay, dann schönen Weekend. Merci. Heizukete gouf an gëtt hun ëmmer gebrannt, de Burgermeester kann iwwergens och e Liedchen do vun der Sangen. An dofir Stinneschei fir um Brennereimusee, den 2016 Dieren opgemerk huet. Brennen ass jo eigengen Handvik fir net so eng Konst an am Brennen gëtt jo Haiens do bëssen experimentéieren. Dat am vun den idealen Iwergang op déi verdenng an de Science Center, wo Handvik an Experimenter ze summe läfen. Wissen ass mat Emotionen verbonnen. Dat passt weitfäg op da op de Science Center zu déi verdenkt mat 70 interaktiven Experimentéierstationen. Eg faszinant Entdeckungsrees wo Wissenschaft an Technologie op beneestossen. Zter senger Ouverture am Joar 2017 huet de Science Center schon eng gros Evoluioun hannner sech, vum renge Wissenschaftsmusee an Direktiun Berufsorientierung. Berufswelt ass am permanente Wandel. All Berufssparte verschwannen, neii Berufsméichkeeten doen sech op. An do ginint eng ganz rich interessant Berufer, déi die Jongkleit na iwwerhap net kennen. Gevor bei den Jonke besteet haut doranner, dat ze Fächer studieren, die hanno Arbeitsmarkt praktisch kein Rolle spielen. Danef mussssen Schüler und Studenten durch die Rasantentwicklung vun der Digitalisierung op Berufer prepariert gin, déet na iwwerhap net ginn. Ich meine, die Entwicklung, die den Center gemerkt huet, den ass enorm. Und geht jo lodrem fir de Schüler dummer de Mkeet ze ginn ze weisen, werdet alles an den einzelne Materie gëtt, weil se dat jo opdeelen. Von Kache bis Chemie, bis elektrisch, bis Schlesserei, dass das alles da ist und das wichtig für Leute, die wollen den Beruf lehren. Mit das auch wichtig für Studenten, die vielleicht wollen mehr hochgehen, ob ein Ingenieurstudium oder Technicien, für zu wissen, wo sie hin wollen. Dafür denke ich, das ist eine gute Sache und das ist doch weiterhin zu fördern gilt. Es geht am Science Center nicht darum, die jungen Leute per Force an eine Direktion zu dirigieren, sondern sie motivieren, sich an der Praxis mit bestehenden und neuen Technologien zu familiarisieren. Man braucht viel mehr Jugendliche am Bereich von der Wissenschaft, von der Technik, und vom Handwerk, und dafür muss man sie motivieren, auf den Weg zu gehen. Und das ist nicht unbedingt einfach. Da haben wir einzelne Puzzlestücke, die man nutzen muss, und das Science Center ist von diesen Puzzlestücken. Weil ich bin davon überzeugt, dass das Interesse und sich an die Motivation durch die Praxis geht. Und die Praxis, die kann in am Science Center erfahren. Und das Science Center soll weiter wachsen, für diese Art Berufsorientierung gezielt zu fördern. Direkt vis-à-vis stehen die Aalhalle von ArcelorMittal. Eng davon hat das Science Center als zukünftiges Site besonders anvisiert. Nämlich die, an der die Aal-Großgasmaschine steht. Das war in der Zeit einmal die größte Verbrennungsmotor auf der Welt und das Center 2008 als Monument historique protegiert. Ein neues Zuhause für das Science Center auf einem historischen Lützeburger Industriesite. Es geht mal weiter daran experimentiert. Nach den Hansen an de Mark Spauz joch alle Beit am Nationalrat vun der CSV sitzen den lokiertlech ënner dem Label COVID-Check zu Mämmer. Sichiert huet den echte Nationalrat Nomwiesel und der Partei spëtzt mat physischer Präsenz. Membren konnten awer och iwwer Visio partizipéieren. E Nationalrat, den sich als alle Gremien vun der Partei zusammensetzt. War auch d'ailleurs den echten Nationalrat mam COVID-Check, dat heißt, mir konnte sur Platz bei Nese, wat natürlich aber auch gut gedoen huet.
An et war eng Flottdiskussioun min noch net all Suge hin treiert, krit immer eigen Schwolten treieren, war den segen Sechen ass dat wirklichklech mar vieler lang diskutéiert hunn. Am mir hunn och wat ochfleich net immer bis lo de Fall, war mir hat de Proposen krit vun engem Arbeitsgrupp a mir hunn déi zum Deel ugeholl, mir min se woch zum Deel ofgeënnert an eng kann den Arbeitsgrupp geschickt. Für mich als den vun den wichtigsten Instrumenter werd man auch momentan hunn, weil ich einfach total überzecht sinn, dat man der Parteiieren muss eng gräser Diskussionskultur kreen, dat man muss ufenken net so ich stelle so als Präsident einfach Ideen an den Raum zu stellen an dann zu so das so gemeinsam Ideen auszuschaffen, fir no besser können gemeinsam Leiit von Eisenideen überzechen. War sogar auch ein ganz rein neu Gesicht dabei, dat weg schon ein Zeschen, dass dat meist Gremien an der letzte Main frisch abgestalt hun, an wie du so sind viele Junker, die abgestanden sind, die wird geholt hun, an sich auch für ihre Meinung angesagt hun, und das war ein flotte Mix, also auf der einen Seite an den erfahrenen Politiker, und dann auch den Jungen, die auch ihren Input geben. Mit dat ass awer och wichtig, dat in dem Moment de Sujet 4 berät fir. Ich mein, alles wann net so einfach lebt an eng Nationalrat, wo soviel Leiit sinn, wo so eng inhaltlich schwierig Diskussion ass, da geht dat nëmmen an eng ganz solid Vierberedungserbicht fir Drun ass. Ich mengen dat ass och notwendig, dat mat meine huet Kewert an so Gremien an dem Hai oder an anderen Zeit zu verleieren, Vierberedungserbicht fir sich an Sujet heranzuschaffen, fir sich die Sachen zu verleieren, an dann am Gremium seg Meinung darüber auszutauschen, dats am Fong so wo muss funktionieren, wann man rationell willen. Also rich schräg gemacht, weil in einfach gesinn huet die Partei lieft, an das wir eigentlich immer wollten, dat mein Partei sind die lieft, wo die Leute können mat abbringen, wo Member eng wichtig Rolle spielen, aber genau dat tun wir eigentlich Fertigspruch national. Ich mieren er woch, dat an der Partei no alles wär an den letzte Joren lo lass wär oder an den letzte Maint lass wär, awer de Willen an noch d'Fried do ass fir ze so kom lo muss man auch die Sachen do machen, da muss man oppacken, da muss man weiterfu, da muss man diskutieren, muss man schaffen man neen woviel zu machen. Zu spät für einen Neuanfang. An der Spernegeisen Studio vum CSV Live zu keelen definitiv. Zch wënsch lo schon am Numm vun der Fraktion a vun der Partei eng Scheinen agréabel Summervakanz. Profitéiert vun der Losig wie goen, Ädi bis dann.